Eine schöne Zeit, was wir von dir gehört haben, singen und Gott loben und preisen für was er getan hat für uns. Die Version von dir, wir finden da in Johannes Kapitel 6. Und das ist eine Bücher, Version für uns. Und das ist eine Schrift, steht, wo über die Jahre viele haben mit gekämpft und das ist in viele Wege schwer zu verstehen. Und dort redet von, wo Jesus Daut Läwensbroot ist. Und so, wenn ihr eine Bibel mit haben, wir kicken von der in Johannes Kapitel 6 und wir wollen das ganze Kapitel durchgehen. Das fängt an mit einem großen Wunder, was Jesus hier tut. Und dort ist die 5000 Männer und Kinder und Frühes feiden. Und wir fingen den ersten Vers bei 15, wo Jesus Christus eine Predigt bringen wird, er redet und er bringt eine Botschaft und das sagt es an 5000 Männer und dann besiegt dort noch Frühes und Kinder. Und einer kann sein, dass Jesus Christus nicht in dieser Plot, dieser Männer nicht wie wegen, wir keine Potluck gemerkt, nur der Ondach. So, wir sind 5000 Menschen, die nicht zu essen haben, die wir hungern alle. Und dann fragt Jesus, wo wollen wir das feiden? Und er schickt seine Jünger raus, zum Essen kriegen, und sie kommen trägen sein, wir haben nicht genug Geld, um das alle feiden. Da würden ein halbes Jahr Lohn nehmen, um all diese Menschen feiden sein. Und dann in 8:9, Andres erste, wer bis eine Karte antwortet hat, und ich habe eine Idee, und das ist vielleicht mal eine kleine Karte Idee. Und er sagt, er ist ein kleiner Jung, der 2 Fisch und 5 Bieter Zweiback hat. Und als erstes Geschick vielleicht aber bekannt, weil gleich hier ist ein Ding, was wir hier rüberheben können, wenn du viel Zwiebel essen, wenn du viel Frauen sind, ich will uns bei der Halben denken, dass ein kleiner Antwort erst wirken besser ist kein Antwort. Ein kleiner Anfang merken an Dinge beten, erst einmal besser ist nicht tun. Und dort sehen wir hier, wo die Andres und die anderen Jünger, was sie hier haben. Sie wissen nicht gerade, was sie würden tun, aber sie haben einen kleinen Anfang und die Jünger mit dort. So Jesus sagte wir in Glauben, ein kleiner Glauben. Und dann der 10. Vers sagt es das. Dann seht Jesus, seid du noch, dass die Menschen sich durchsaten. Du wären viel groß ab der Stadt. Du sahen sich ungefähr 5000 Mondslied durch. Und dann besieht dort würden die Frühes und Kinder auch sein gewasst. So die Menschen sahen sich alle durch. Und dann brach der Jünger diese 2 Fisch und 5 Bieter Zweiback nach Jesus. Und dann auf, was 13 sagt es das. Und Jesus nimmt das Brot, und als er gedankt hat, dalt er seinem Jünger dort tau, und die Jünger geben die wieder an die durchgesagt hatten. Und so auch die Fisch, so viel als sie eten wollen. Und als sie erst satt werden, seht er zu seinen Jüngern, sammelt die übergebliebene Brocken taub und dort nicht verkämmt. Dann sammeln sie die Taub dort 12 Korb voll Brocken und von den 5 Jahresbrot werden übergeblieben. So, wir sehen hier, Jesus fangen an mit 2 Fisch und 5 Zweiback. Das ist nicht nur ein vollen Dietchen fassbar. Aber Jesus reitet aus, dass wir für 5000 Männer Frühes und Kinder besiegen noch zu essen. So das ist ein großer Wunder. Und Jesus kann ein großes tun, wenn wir bloß ein kleines Glauben haben. Weil wir dort niemals zu sehen sagen, was Gott kann tun, wenn wir treu sind mit was Kleines. So, wir checken hier, wer hat das größte Glauben? Ich weiß nicht, ich sage hier nicht, wer das größte Glauben hat. Wir sagen hier, jeder Mensch hat ein kleines Glauben und jeder Mensch, der kleines Wort taulein. Andres hat ein kleines Glauben, er sagt, manche Menschen für irgendwas, was er kann brauchen, zum Menschen feiden. Das kleine Jung
hat een sehr groter Glauben. En hij geeft zich ganz aan om dat Jezus te eten had. Wenn hij 2 Versen, 5, 2 Back hadden, wenn Jezus dat neemt, wat wordt hij dan eten? Hij geeft alles aan voor Jezus. Hij was een kleiner jong en we kunnen veel leren van zijn Glauben, wat hij had. Maar God brukt dat wat dit jong geven deed. En dat wat de Jünger uitdelen deden, om een wunder doen. En dan in 14 en 15, die werden weer wundern sich über das nicht sein wird. Als die Menschen dort Wunderteken sagen, dort Jesus gedaan hadden, zeiden zij. Dit is wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. En als Jezus antwoordt, wat die Menschen beduwen, dat zij met gewalt willen, tom teinig merken, verleiht hij door en jink voor zich alleen op een boy. Ik vind deze versen erg interessant. Hier heeft Jezus Christus een grote wunder gedaan. Menschen, die wundern sich über am. Die tieren sich, wann groter Wunder hij is. Sie merken sich deutlich, dass diese Person ist nicht bloß ein gewöhnlicher Mensch, hij ist ein Prophet von Gott. Aber was tut Jesus? Hij hat allein apart, dass hij kon tijd nemen voor zijn Vater. En dat is sehr wichtig, dass wir das tun willst. Wir haben es so druk en leven jetzt so schein, dass wir vergeten nochmal, dass uns fehlt die Zeit allein mit dem Vater. Uns fehlt die Zeit, so dass wir können uns verreven in Jesus Christus. Nicht bloß, dass wir gehen, wenn es bloß schein jetzt, aber wir nehmen die Zeit, dass wir uns verreven können mit uns Vater. Und dann geht die Geschichte wieder in 1621, das ist Port von der Geschichte. En hier zijn we waar Jezus, hij is een poort, hij is een boy, hij is in diepe gebed en gemeenschap met de Vader. En de Jünger, die verloren, die voeren met een loom op een leek op een meer op, en zij voeren naar de andere zijde. En zij verleiden ohne Jezus. En ik weet niet graag waarom dat dit is, maar dat is meestal een beetje interessant dat dit is. Jezus wie op een boy, ik weet niet graag waar hij wil naar de andere zijde voeren. Maar het is interessant, wanneer we de ganz doorlezen dan, dat we in de Jünger wat halb veel dan over de meer voeren, niet Jezus. En Jezus wie niet in den loom. En dan zijn we weer in een grote storm wat op een leek weer. En ik weet niet, iemand op een leek Erie zijn je was, wanneer een storm is, dat we maar een paar jaar terug, dat leidt alle fan. Wir sind sehr fan schöner Tag und je weet dat mij interessiert het fashion, wanneer allemaal ik vrij zijn, weil ik op Lake Erie zijn, so ik kan fashion. En dan wir ganz tome Water so zu sein. En bijna 30 Minuten hadden we 4 bis 5 show wollen, wat we hadden op meer. En dan wir sehr schwer zum Nahen kommen mit seiner Wahl. En ik heb me sehr gegrüht. En de Jünger waren zich ook aangegrüht, wilt zij en deze storm weer. En dan in 19 bis 20 sagt het zo dit. En als zij ungefähr 3 oder 4 Mil gereilt hadden, sagen zij Jezus op dem Water gaan en nodig te de loom komen en antwoord angst. Aber hij zei te hen, fürcht u niet. Dat zie ik. So, da wir uns ein klein bisschen anlassen, was hier passieren wird. Rome an sind so große Wollen ab Water. Es sei gefährlich und die haben sich ganz angegrüht. Und sie sind vielleicht auch bedürft, wie Jesus ist. Und hier sind sie ein Mensch, was, wir wissen nicht gerade, wo wir angelassen, aber hier geht Jesus ab dem Water noch an. Und sie haben sich gedacht, in anderen Städten, wenn das passieren, da doch nicht, dass wir wie ein Gäst. Und bei dieser Gäst wird dann am Water kommen, ab dem Water kommen. Und die ängsten sich. Aber wenn sie dicht dabei kommen, dann brückt er die Wert, wird er fertig brücken und fürcht jüt nicht. Und ich würde noch eine ganze Botschaft reinmerken an diese Versen. Und wo wir fertig in Sturm sind, und wir wissen nicht gerade, wo wir wollen uns reichfegen oder ohne Sied.
Aber Jesus kam zu uns. Jesus wie ein Boy, er wie ganz beschützt zu sein, aber er kam zu den Jüngern und er kam zu uns in unser Sturm. Und dann sagt dort, Jesus kriegt in Lomdan und dann plötzlich werden sie ohne sieht. Und hier ist noch ein Wunder. Und wir wissen nicht, wo er dort deed, wo dort wir, aber das wird noch ein Wunder, was Jesus deed. So, dort ist ein bisschen der Grund für die Lehre, was Jesus uns lehren wird in der Ewige von Kapitel 6. Und hier sehen wir, dass Jesus das Lebensbrot ist. Nicht erst eine Lehre, was für viele Menschen erst sehr schwer zu verstehen, weil Jesus das hier in Symbol brücken, in ein paar Wege, so dass wir würden, dass die Juden können dann das verstehen, wer er wir. Die, wer Lothar würden kommen, würden verstehen, was das meinen wird, am Notfallen. Und auch, dass er das Taubingen deed, mit Unwürtmal, was Lothar wird kommen, dass wir können an Not denken haben von ihm. So dass alle taubgebungen, und wir wollen sein von der, was ist die Meinung, dass Jesus Christus das Lebensbrot ist. Dann, wenn er in Ordnung sieht, dann sagt es ist das. Jesus sagt an, ich sage jünt dort ganz bestimmt, je segnen mich nicht durch Wängen, dort je Wunderteken sagen, aber willst je von dem Brot für jeden und satt geworden sind. So, die Menschen, die jingen Jesus Christus nur, und was Jesus hier sein wird, und abdachen wird, ist dort, sie werden nicht hängen ran, dass sie wollen von Jesus lernen. Sie werden dort nicht hängen ran, dass sie wollen Jesus Christus nur folgen. Sie werden Jesus Christus bloß hängen ran, so dass Jesus Christus kann irgendwas tun für ihn. Und ich brauche das Verken als ein Beispiel, ich glaube, viel zu viel von uns sein Gott bloß so in Vending Machine. Ihr wisst, was das ist. Das ist irgendwas eine Maschine, was du Säder und Chips und irgendwas bernhaft, und dann wieder das Geld nehmen, Wachsel nehmen, dann kriegt das wählen, was wir wollen, dann kommt das zurück, kriegt es wieder wählen. Wenn viele von uns dann Gott bis nur folgen, für was er kann tun für uns. Und wir glauben, Gott ist uns dort schuldig, wenn wir bloß die Rechte wirken tun, wenn wir bloß die Rechte glauben haben, dass Gott aber kriegt tun, dass wir dort wollen. Und wir checken bloß, was hat Gott für mich, was hat Gott für mich. Und wir sind sehr argig mit dort. Und das ist, was Jesus hier sagen wird. Sie werden dort nicht hängen ran, dass sie wollen von ihm lernen. Sie werden dort hängen ran, wenn er hungert. Sie kriegen zu essen und sie werden satt geworden. So die Frage für uns von der ist, warum sollen wir Jesus noch folgen? Warum sollen wir Jesus noch folgen? Und wenn dort nicht krasse Utfallen ist, wo wir dort legen, sollen wir Jesus auf sein. Sollen wir bloß in Jesus Christus nur folgen, wenn wir gleichen, was er tut für uns, unser Sehen, unsere Kinder, unsere Arbeit? Oder weil wir am Anbeten und am Preisen und am Loben, für wer er ist und was er getan hat. Und am Nachfolgen und uns ganzes Leben hingeben für ihn. Dann in 27, hier ist das erste Part von, wo er dort erklären wird, wo er dort Lebensbrot ist. Und er sagt in 27, Schaff jün Eten an, dort nicht verkommen wird. Schaff jün Eten an, dort für dort ewig Leben bleibt. Und die Menschen sehen, was jün so geben, willst dort erst, wo Gott den vor mir geschickt hat. So, was sagt Jesus hier? Jesus fängt an, dort den Wunder, was er tut, mit dort Brot merken. 2 Fisch und 5 Brot. Er nimmt dort als ein Beispiel, nu will er lernen, wer er ist und was er tun wird für uns. Und diese Menschen sagen wohl, so ein kleiner Port von wer Jesus ist und was er entraten will. Sie sagen, bis die 5 Bietchen Brot und was sie in Mehl können stoppen. Weil Jesus redet hier von einem Brot, was ordentlich ist. Wir sollen streben, schaffen für das Eten, das Brot, was ewig ist. Was meint er hier? In Krax in der Wahrheit, Kapitel 4, redet er nur die Früh und er verspricht an das Lebenswutter. Dort Wutter, was
wordt zout merken, dat hij wordt niemals meer dorschen. Dat als kraks en brood, wat Jezus hier aanbieden deed. Dat als dat eeuwige brood. Wer van dit brood eten wordt, dessen brood wordt niemals voorkomen. Zodat als het eerste poort, wer van Jezus de radung krijgen deed, die radung wordt niemals vervullen, die wordt niemals voorkomen. So vrouw dan voor ons erst en kraks in de wacht, wo Jezus hier en vernemen deiden, waarom zij am nofallen deiden. Voor wat stof wie? Is dat bloos voor de dingen wat hier zijn, wie die kan zijn, bloos voor dat brood wat hier voorkomen wordt, oder stof wie ons taub een eeuwige loon? Stof wie voor dat eeuwige brood? Oder merkt wie ons bestraft, streng wie ons aan, bloos voor zo'n wat voor eeuwigheid nicht aanhält. Dat is wichtig, dat we voor dat eeuwige brood schaffen. En dan wieder in 28 sagt hij, dan zeiden zij te hem, wat zal wie doen, om God zijn werken te werken? Jezus antwoordde en zei te hen, God zijn werk is dit, dat je aan den geloven, den hij geschickt heeft. So die mensen die hier Jezus zijn leer en ze zeggen, oké, dat is goed, we willen dat Läwensbroot. Nu, wat zal we doen om dat krijgen? En ik geloof dat als onze eerste vrouw, wanneer we eens wat neer wordt aangeboden, wat zal we doen om dat krijgen? Oder wat voor een goede werken zal we doen? En zo zijn we gezonden, zoals mensen, dat we willen dat verdienen, dat wat God ons aanbieden deed. Maar wat is Jezus zijn antwoord? God zijn werk is dit. Oké, zei je klaar? Hij had nu uitleggen, wat verlangt God van ons? Dat je aan dem geloven. Hij deed hier niet beste dingen opnemen. Hij zegt niet, nu doe je niet anderen, wil je aantrekken doen. Nu anderen wat van zouden voor je voren doen. Nu anderen wil je reden doen. Alle deze dingen, dat vangt aan met den geloven en vertrouwen in Jezus Christus. De werken komen niet voor den geloven, de werken komen na den geloven. En de werken komen wils wie geloven. Dat is zeer wichtig, dat we dat verstaan doen. De goede werk, wat God verlangt van ons, is te geloven en vertrouwen. En dan in 30 zegt hij, dat is du voor een wonderteken, dat we dat zijn en aan die geloven. So de mensen hier, ik geloof, ik kan den connection merken tussen Moses en dat wat Jezus hier deed. Wanneer de Israëlieten in de wildnis waren, ze gingen door de wildnis en God zorgde voor hen en hij had allemaal brood rijdt voor hen. En dan 31, maar 34 zegt hij wieder, ons Vater haben in der Wildnis dort Manna gegeten. Zoals geschreven staat, hij gaf een brood van hemel te eten. Jezus zei te hen, ik zei jullie de waarheid, dat wir nicht Moses, der jullie dat brood van hemel gaf, aber mijn Vater gaf jullie dat ware brood van hemel. Dat brood van God is die van hemel raufkomt en de welt dat leven geeft. Dan zeiden zij te hem, Herr, gaf ons allemaal zijn brood. Er zijn een paar dingen waar ik van deze versen wel klein beetje uitgeven. Het eerste is, dat Jezus zegt hier, dat dat Läwensbroot, dat komt niet van mensen, dat komt rauf van hemel. En krijgt ze de weg is de mannen, wat de Israëlieten in de wildnis eten deden, dat we niet zijn wat zij zelfs merken deden. Dat we niet zijn wat zij zich toeperieren deden, baken deden, dat zij geschaft hadden dafür. God schickt dat rauf van hemel. En de Israëlieten moesten dat im geloven topen nemen, dat zij te eten hadden. En krijgt ze de weg, de radung, wat we door Jezus Christus krijgen, komt van hemel. Dat hebben we niet opgemerkt, dat hebben we niet geschaft, dat heeft God gedaan. Dat nächste is dat Jezus hier klaar zijn deed. In 33 hij zegt, dat brood van God is die. Wer redt hij van hemel rauf komt en de welt dat leven geeft.
So dass Menschen, die horchen nicht ganz, was er hier lernen wird, und sagen, aber ja, an sein Brot. Und die denken nach physisch, die denken nach sein Brot, was sie würden für ihr Körper nehmen dann. Und dann sagt Jesus in 35, er sagt, ich sehe Daut Läwensbroot. Nu sagt er da ganz klar. Das, was er hier redet hat von Daut Läwensbroot, was niemals wird verkommen. Daut Läwensbroot wird raufkommen von Himmel, raufkommen von Himmel. Hij ist da. Und das erste steht von Jesus braucht jetzt ein ich sie. Und wenn wir dort in der griechischen Sprache lesen, dann, das ich sie, in Englisch sei wie I am, das ist, was Jesus sich gelegt holen hat mit Gott. Er ist da, wer von Gott gekommen ist. Er ist Gott, seine Offenbarung von irgendwas, und er selbst ist Gott. Das ist, was Jesus mit dem ich sie meinen hat. Und das, wenn wir das eben sagen, das verlieren wir ein klein bisschen von dort. So, was sagt Jesus hier? Er ist Gott, und er ist raufgekommen aus Gott, und er ist Gott seine Offenbarung von der Radung. Das ist, was er hier meinen wird. Und dann wieder, dass Jesus ein klein bisschen von was anderes reden, und saßen dort, sagt er, aber ich habe ihnen gesagt, die haben mir gesehen, aber die glauben doch nicht an mich. Jesus ist der Läwensbroot, er hat diese 5000 Menschen gefeit. Und da wäre nicht der Wunder, was Menschen würden lernen, wer Jesus wäre. Wenn der Mensch ein hartes Hart hat, gegen Gott, das braucht nicht, wie viel Wunder die wollen sein, die wollen niemals Jesus annehmen, für wer er ist. Der Trouble ist nicht hier, der Trouble ist nicht hier, der Trouble ist nicht, was wir weiten, der Trouble ist hier, wo wir angestellt sind im Hort. Wenn wir gegen Gott angestellt sind, Gott kann ein Wunder tun. Er wird krank für uns, plötzlich die größte Wunder, was die Welt jemals hat sein, wenn wir ein Hort haben, was gegen Gott ist. Wir wollen das nicht annehmen, was Gott für uns hat. Sagt er wieder, 37, alles, was der Vater mir jaft, kämpft nur mich, und wer nur mich kämpft, den wo ich nicht rüt steiten. Hier ist noch eine Farge, wo ich würde gerne eine ganze Botschaft bringen, und das ist eine Farge. Und von der, wenn du diese Botschaft horchen darfst, und du denkst, sind ich zu weit weg, habe ich zu viele schlechte Dinge getan. Das ist die Hoffnung für mich. Und wenn du sind in Hort drehen darfst, und die Plitsch holen darfst, und du eine Schemmaterial darfst, von was du getan hast, und was nur dir geworden ist. Jesus sagt, Jesaja klar, er sagt, wer nur mich kämpft, den will ich nicht rütsteiten. Wer segen wird, wird fingen. Wer an der non klappen wird, der opgemerkt für dich. Und dann 38, oder 39, bis 40 sagt es das. Das ist dem Vater sein Willen, den mir geschickt hat, dass ich keiner von euch verliere, die er mir gegeben hat. Aber dort ich, die zum letzten Tag abwachen da. So was Jesus hier lernen wird, wer das Lebensbrot eten wird, hat das ewig Leben, und das ewig Leben ist sicher. Wir brauchen uns nicht zweifeln, dass wir dort verlieren wollen. Und ich würde noch viel mehr gerne reden an diese Versen, aber wer in Jesus ist, Jesus lehrt hier, dass er wird die Person bewahren. Dass die Person nicht in Zweifel braucht sein. Haft er dort oder haft er dort nicht? Kann er dort kriegen oder verlieren? Ist das sicher oder ist das unsicher? Wenn wir in Christus sind, sind wir sicher. Er sagt, dass keiner von euch verliert. Jesus wird keiner verlieren, wer in Arm ist. Und wir können uns sicher sein an dort. Und dann letzter Part lehrt Jesus wieder. Er sagt, mein Vater will, dass wer den Sehen sieht und an Arm greift, dort ewig Leben haben soll, und den, wo ich auf den letzten Tag von Tod abweichen.
So das ist, wo dort Lebensbrot Leben bringen wird. Wer in Jesus Christus glauben wird, dort ist der Worken, was wir tun sollen, so dort wieder Lebensbrot kriegen. Wir wollen dort ewig Leben haben. Wir kriegen dort ewig Leben. Was der dort ewig Leben? Dort gibt uns der Recht, dass am letzten Tag war der Abstehen, dort wie für alle Ewigkeit leben kann. In einer wegen Zeitweise, wo wir nicht 41 durch, aber 50 durchgehen, aber 74 und 40 und 48 sagt Jesus Christus, war das steht. Ich sage jünte Wort hat, wer an mich glaubt, haft ewig Leben. Ich sehe dort Lebensbrot. So was Jesus hier lernt hat, und er hat topingen, was er groß gesagt hat, in 39, wer Christus haft ewig Leben. Und das ist ein Thema, wo wir wollen Eva sein in das Johannesbuch. Johannes braucht sein Bastet und mir war jetzt von dieser Seite und dieser Seite und er uns weiter halten denken, ganz simpel, wer in Christus ist, hat dort ewig Leben. So lieber Freund von Deus Mars, bist du in Jesus Christus. Hast du dort Lebensbrot gegessen, angenommen im Glauben. Und wenn du dort gedonen hast und wenn du dort ein Hort hast, du kannst die sicher sein, dass du dort ewig Leben hast. Wer Christus hat ewig Leben. Wer Christus nicht hat nicht ewig Leben. Ganz simpel. Und dort ist Jesus Christus in der Raub. Dort ist der Raub, was Johannes will haben, wir sollen weiten. Dort ist der Raub, was ich will haben, wir sollen von dir persönlich annehmen. Bist du in Christus, dann hast du dort ewig Leben. Und die kannst die sicher sein in dein ganzen Leben und dort bühren. Dann 51 bis 58. Sei wie dort Jesus Christus lehrt wird, was sehr schwer zum Annehmen ist und auch sehr schwer ist zum Verstehen. Und wir können wir über dort reden. Er sagt, ich sehe, in 51 sagt er, ich sehe dort Leben ihr Brot. Und hier sagt er dort weiter, dort von Himmel rauf kam, dort wird er euch auch lernen, wer von dit Brot eten wird ewig leben. So hier der dort weiter sein, dort wie wer in Christus ist, haben dort ewig leben. Und dort Brot, dort ich geben war, ist mein Fleisch, dort ich dort gebe, dort die Welt leben kann. So was lehrt Jesus hier? Ich glaube, diese Farge ist in vielen Wegen, und nur amtlich, er sagt, und das Brot, er redet von dem ewigen Brot, dort ich geben war, ist mein Fleisch. Meint er, dass wir sollen Jesus Christus sein Fleisch eten, und wir wollen sein wieder, dort das sein, die den Menschen kämpfen mit das. Ich glaube, in der Farge, was als Haupt das verstehen, erst in Matthäus Kapitel 4, die 4. Farge, und es sagt, Jesus aber antwortet, das steht geschrieben, der Mensch lebt nicht bloß von Brot, aber von aller Wort, die von Gott geredet hat. So was wir hier sehen dann in Johannes Kapitel 1, Jesus ist das ewige Wort. Er ist das ewige Offenbarung von Gott seine Planverratung für die Seiligkeit. Und Jesus Christus ist das ewige Wort. Und wir sollen uns nicht fällen bis mit Brot, aber von jeder Wort, was von Gott sein Mund kommt. Er sagt hier, wer das Brot eten, das wird das ewige Leben haben. Und mit dieser Farge lehrt Jesus, dass als der sein Fleisch, wo der wieder das Leben wollen kriegen. Von was redet Jesus hier? Jesus wird zum Kreuz gehen, er wird auf dem Kreuz sterben, und wir seinen Körper angeben, das ist ein Sinnopfer für uns. Und wer dort im Glauben annehmen wird, wer von dort eten wird, sozusagen im Glauben, wird dort ewig Leben kriegen. Er wird eine Vergebung kriegen von allen ihre Sünden. Und dann wieder 53 und 54 lehrt er wieder, Jesus sagte an, ich sage jüngte Wahrheit, wenn je den Menschen sehen, sein Fleisch nicht eten,
und sein Blut nicht trinken, habt ihr kein Leben in Jünd. Wer mein Fleisch at und mein Blut trinkt, haft ewig Leben und ich wo am den letzten Tag abweichen. Okay, wenn wir uns mal ein klein bisschen nur denken, wo das wird sein. Wo wird das sein, wenn wir sagen, was ich hier von der Ferne kommen, wird kracht das dasselbe wird sein. Ich glaube, viele von Ihnen würden hängen, der in Rico und niemals zurückkommen. Nicht? Das ist eine sehr schwere Lehre. Und ich glaube, Jesus, das hier wird sehr schwere Lehren von einer großen Ursache. Er hat das übertrieben. Er braucht ein Beispiel, hat er ein Beispiel übertrieben, dass Menschen sehr horchen sollen, die sollen das ernst nehmen. Und ich will haben, dass wir von dir sollen auch tun. Unsere Seiligkeit, wo wir mit Gott stehen, durch Jesus Christus, ist sehr wichtig. Und wir sollen stillhalten und das ernst nehmen. Wir sollen das ernst nehmen. Wie kann ich bloß glücklich sein mit unserem Glauben? Er sagt hier, wer sein Fleisch nicht essen wird und sein Brot nicht trinken wird, hat dort ewig Leben nicht. Okay, so wo wir das Erforschen verstehen? Ihre Jahren sind zwei Wege, wo Menschen das verstehen haben. Und eine von denen kann viele von Ihnen vielleicht der katholische katholische Kirche lehrt, dort wann wir Abendmahl nehmen dann, dort Brot ändert in uns Körper, soll dort wörtlich Jesus Christus sein Fleisch ist. Und wenn wir dort Wein trinken dann, wenn dort in uns Körper näher kommt, dort ändert, so dass es wörtlich Jesus Christus sein Blut. Ich glaube, wir weiten dort, das ist nicht der rechte Weg, damit wir verstehen. Wenn ich bei dir sage, wenn wir würden hier Abendmahl haben und wir würden dort Top haben, wenn wir würden dann dort da vorne mehr merken, dass wir nicht Brot und nicht Fleisch werden sein. So, das ist nicht der rechte Weg, damit wir verstehen. Der nächste Weg ist, dass das ein Symbol ist, ein Vorbild ist, für wo wir unsere Rettung sollen verstehen. Und dort fingen wir in Abendmahl. Dort Abendmahl ein Symbol ist, dort wir eten down und trinken down, um uns halten denken von dort, was Jesus getan hat für uns. Und dort ist, Jesus Christus hat sein Körper gegeben, es ist ein Opfer für unsere Sünden, dort wir vergeben können sein, und sein Blut ist gegeben für Sündenvergebung. Und dann 54 sagt er wieder, mein Fleisch ist wurde no Ordnung, und mein Blut ist der wurde Trunk. Und dann wieder sagt er, wer mein Fleisch at und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich glaube, in der Wahrheit, wo wir diese Vers können verstehen, Paulus lehrt in Galater Kapitel 2, der 20. Vers, sagt, ich sie mit Christus mitgekreuzigt, dort sie eigentlich nicht mehr ich, der du lebt, dort als Christus, der in mir lebt. Dort ich hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an Gott, sein Sehen, der mir Gott wir und sich selbst für mich handjeft. So was Jesus hier lernt, ist, wenn wir in Glauben dort annehmen dann und wir dort merken von wer wir sind, dort was Jesus Christus am Kreuz getan hat für uns, wir wurden vergeben und wir haben dort ewig Brot. Dort ewig Brot gibt uns dort ewig Leben. So er braucht hier ein Symbol von der Brot als unsere Rettung. Und wo wir das Brot meinen, als durch Jesus Christus sein Opfer, sein Fleisch und sein Blut, wo wir seilig. Wir sehen das als sehr schwer für viele Menschen. Wir sehr schwer für Ernte anzunehmen. Und dann sagt er zu Stad, und von dann an gingen viel von seinen Jüngern träg und gingen nicht mehr mit arm. Ich glaube, das ist ein von den früheren Versen in der Bibel. Menschen haben den Glauben in Jesus. Sie sagen, wer Jesus wir,
En naam in Glauben sehen sie Jesus auf, drehen sich die Regen von Jesus und gingen nicht mehr mit Arm. Und dann 67 bei 71. Sie sagt, das ist das. Und dann 67 sagt er, und dann seht Jesus zu den 12, will je auch wegkommen? Ohne weg zu sein, hier hat Jesus Christus was gelehrt, was sei er schwor erst im Annehmen, schwor erst im Verstehen und so erst hat fertig mit uns. Dort, was Jesus verlangt von uns, dort, was Gott uns lehren, der er schwor zum Utleben. Dort er schwor. Ein christliches Leben ist nicht leicht. Der ist eine Kraft, was Gott uns geben, der diesen christlichen Wandel utleben, aber dort ist nicht leicht in Jesus Christus nur vor ihr sein. Das sind Dinge, die wir nicht verstehen. Uns Wort verfolgt wird uns glauben. Aber diese Antwort, was Simon Petrus geben wird, soll unsere Antwort auch sein. Er sagt, dann sagt Simon Petrus zu ihm, Herr, nur wem soll wir gehen? Die wird sein ewig Leben. Und wir sind auch, was durchgekommen, dort wir glauben und weiten, dort du Christus Gott sein Heilige sehen bist. Das sind Zeiten, wo wir wollen so feiern, dessen Glauben, dessen Jesus Christus nur vor und das hält nicht an. Das ist viel zu schwer. Können nicht alle verstehen. Das alle wegschmieden. So wollen wir uns noch mal feiern. Aber wenn wir mal einen Stabtrick nehmen und das nur denken, Christus Petrus hier deid. Wann wir alles wegschmieden würden. Und wenn wir alles abgeben dann, dort was wir in Christus haben belebt, was bleibt der Eva? Der bleibt nicht Eva. Du brauchst keine eigene Hoffnung. Du brauchst keine Antwort für unsere größte Frauen. Du brauchst keine ewiges Leben für uns. So, wenn wir nicht in Christus sind, nur wem soll wir gehen? Wenn wir die Antwort finden, dann der ist keiner. Wir können keiner gehen, wer uns das ewige Leben geben wird. Sag wir uns von der Maut merken. Dort, wenn es auch schwer ist, haben wir noch mal verstehen. Kriegt, was das meint, haben Jesus Christus noch vorhin. Dort noch mal schwer ist. Bleibt vorsichtig. Bleibt unheilung. Dort der sein im Glauben. Weil in Christus haben wir das ewige Leben. Du hast kein ewiges Leben, Bruder Jesus Christus. Und wenn wir nicht in Christus sind, wo ist es, will wir haben? Da wir noch schließen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir sind dankbar, dass du das ewige Leben bist, dass du das ewige Brot bist. Durch dich habe ich das ewige Leben. Und Jesus Christus, ich bete von dir für alle die, die hier sind und die das online hören tun. Wir sind dankbar, dass du das ewige Leben bist. Und wenn du irgendeine ist, die das Lebensbrot noch nicht angenommen hat, das noch nicht persönlich gegessen hat, ich bete Gott, dass du uns unser Hort lehren, dass von der Tag ist, wo wir dort für das erste Mal annehmen dürfen. Und wenn wir dort glücklich haben, gegessen, Gott, und dort wie wir in Christus sind, beten Gott, dass du uns trägerauben nach dir. Dort wir können weiter, dort in vollen Freiheit und Kraft utleben, dort ewig leben, dort wir durch das Lebensbrot haben. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen.